Today is your lucky day, buddy. Play your cards right. And you're going home with a great story to tell the grandkids. You're about to meet a one-of-a-kind swine, the biggest, nastiest boar you'll ever see. The locals call him Hogzilla. This monster boar is usually milling around in dense cover this time of day. Finding him isn't going to be easy. Hogs have a keen sense of hearing and a nose like a hound dog. You'll need to keep a low profile, watch your step, and stay downwind at all times. You'll make a racket tromping through that brush, so try to move at the same time that boar does. Those giant pig feet will cover the noise of your own footsteps. You'll have to get close to pierce Hogzilla's hide with an arrow. Don't take a shot until the range is under 25 yards. What? Stay calm, pick a spot, and good luck. Now there's Hogzilla's living room, but hold on a second. The wind's at your back right now. You goes charging straight in, Hogzilla will be gone before you know it. Make sure the wind's in your favor before you go in after him. Alright. Hey, herzlich willkommen, ich bin der Vega von greengames.ch und wenn ihr im Intro gehört habt, mache ich mich auf die Suche oder auf die Jagd nach dem Hogzilla. Ist es der? Ja, wahrscheinlich ist es der, ja. Alright. Ich spiele Cabela's Big Game Hunter Pro Hunts. Genau. Ein Jagdgame, nachdem wir ja den Hunter gespielt haben, wir recht, ja, also vor allem der Louis und die sind recht entgeistert von der Hunter und ich habe nachträglich müssen meine Meinung revidieren. Der Hunter ist einfach wirklich ein Scheiß, vor allem wegen diesen blöden Lizenzen, die man muss kaufen. Und dann habe ich mir nach einer Alternative gesucht und habe Cabela's gefunden. Es ist eine Serie, also es geht immer wieder mal Cabela Games geben. Und ich habe mir jetzt das neueste Mal gepostet. Schade ist aber leider, dass man nur... Ist es wer ist das? Ist der... aber das Schade ist, dass man leider nur Singleplayer kann spielen kann. Aber ja, das ist der einzige Markt. Für den Rest finde ich eigentlich... Oh shit, ich komme nicht mehr zurück. Ja, nein. Dann fangen wir halt noch an. Today is your lucky Das day. habe ich jetzt gesehen. Ja, so ein Scheiß. Ich dachte, ich kann mir rund ums Ganze rumlaufen. Aber das ist nicht möglich. Genau. Now Aber there's wie gesagt, Hogzilla's und jetzt living room, versuche but ich hold on a eben second. eine Alternative The wind's zu at your finden, back was ich right bis now. jetzt eigentlich gesehen habe von You dem goes Spiel. Ist charging recht straight cool. in, Hogzilla will be gone before you know it. Ja. Make sure the wind's in your favor before you go in after him. Was soll ich sagen? Ja, aber genau. Das Game von dem her ist cool, weil es hat so eine, was haben wir schon wieder, eine Bulletcam. Also sobald du etwas knallst und so, kommt Zeitlupe. Das heisst, man sieht eigentlich, wo der Schuss bzw. der Pfeil hier, jetzt wenn ich mit dem Bogen unterwegs bin, wo der Pfeil hingehen soll. Und man sieht auch, wo man getroffen hat. Also, das ist aber noch, das finde ich noch cool am Spiel. Auch beim echten Jagen ist es so, dass man das Tier in der Regel so sollte treffen, dass es möglichst wenig Schmerz hat und möglichst schnell stirbt. Also sprich, irgendwie, dass man auf die Lunge zielt, beziehungsweise sogar aufs Herz, was am besten ist, weil das ist am schmerzlosesten. Und wenn man zum Beispiel keines von den vitalen also lebenswichtigen Organen verwünscht oder zum Beispiel in den Magen schießt, was extrem schmerzhaft ist, dann kommt man weniger Punkte, beziehungsweise sogar negativ, also Minuspunkte über und wird so eigentlich ein bisschen erzogen, sauber zu schießen. Und das finde ich noch ein witziges Feature. 50 Jahre, das ist einfach zu weit weg, gehen noch ein bisschen näher. Aber die Challenge ist jetzt, es gibt immer so Challenges, oder? Also zum Beispiel muss man zwei Eber mit dem Bogen verwünschen oder irgendwie 3 mit dem Gewehr und da gibt es verschiedenste Sachen, die man machen kann. Man kann Bären jagen, aber verschiedenste Hirsche und Reh, Elch, nebenbei kann man Hasen und Füchse und so jagen und man hat die verschiedensten Waffen und so, die man dafür benutzen kann. Ich finde es irgendwie mega cool gemacht, macht recht Spaß. 50 Jahre, jetzt kommt es näher.
Und jetzt bin ich eben den Hogzilla am Jagen. Mal schauen, ob ich das schaffe, mich anzuschleichen. Das ist gut, perfekt. Schauen, ob er mich sieht, ich hoffe es mal nicht. Aber 800 Pfund ist das Kaliber. Oh, schlecht. Ah, das ist der Dings. Ah. Das Schweinchen, das da durch das Gestrüpp durchläuft. Ich meine, das bin ich selber gewesen, der irgendwo reingelaufen bin. Und das sollte man eigentlich möglichst vermeiden, weil dann macht man auf sich aufmerksam. So, jetzt ist gut. Nein! Nicht bewegen. Jetzt hat er gerade seine Schultern angestrichen. Aber... Na, shit, der ist zu hoch. Fuck. Kann ich noch einen nachgeben? Wahrscheinlich nicht, hä? That's not gonna do it. All you did was make him mad. Und jetzt attackiert er mich. Au, voll in die Fresse, ey. Headshot. Oh, fuck. Autsch. Nein, so funktioniert das. Jetzt kann ich euch schnell sonst zeigen. Ich versuche es nachher sicher nochmal, aber ich kann euch schnell zeigen, was wir da für eine Challenge haben. Zum Beispiel geht es darum, dass man eben hier mit 2 Wischwanzhirschen jagt. Keine Ahnung, wie man dann auf Deutsch sagt. Ich spiele es halt auf Englisch. Mit einem Recurve-Bogen, also mit dem, was ich da habe. Hier kann man zum Beispiel geht es um 3 8 Punkte, also mit je nach so die verschiedenen Geweiharten, die es sind und so. Also je grösser das Geweih, desto älter und desto wertvoller ist es für einen Jäger. Ja, so ein Ding zu finden und das, da muss man nach denen suchen. Da gibt es eben eine grosse Challenge, dass man da Hogzilla sucht. Und so weiter und so fort. Also man hat da irgendwie die verschiedenen Waffen oder halbautomatische Warte. Okay. Schrotflinten, hier zum Beispiel, wo man zum Beispiel auch Vögel kann jagen kann. Nach dem Recurve-Bogen hat es den Compound-Bogen mit dem Flaschenzugssystem, wo eigentlich der dreifache Kraft auf den Pfeil gedrückt wird, im Gegensatz zum Recurve-Bogen. Jetzt so kleine Challenge, eben zum Beispiel ein Hase mit einem Rifle, Hase mit einer Schrotflinte, Füchse mit Pfeil und haben wir verschiedene Erfahrungspunkte und so weiter, wo man da kann, sich aufschaffen und so. Also ich finde es grundsätzlich eigentlich recht eine coole Sache. Und es macht Spass. Jetzt habe ich gerade der Hogzilla ist gerade ein bisschen schwieriger und Now so. there's Hogzilla. Sonst ist eigentlich sehr vieles, wo man Now eigentlich auch there's macht. Hogzilla's Ah, living jetzt room. muss But noch- hold on a second. The wind's at your back right now. Ja, jetzt You redet goes es nochmal charging schnell. straight in, Hogzilla will be gone before you know Also it. sehr viel Make wird sure the auch wind's in your favor before vom you go in Spiel- after him. Ich warte schon, bis es aufhört. So, jetzt. Sehr viel vom Spiel ist auch, zum Beispiel, wenn man ein Tier getroffen hat, also ich bin am Anfang recht schlecht im Ziel, ich treffe meistens die vitalen Organe nicht und dann blutet das Tier und man muss ihm hinten nachher, also das heisst, man muss es auch tracken. Finde ich recht cool, wenn das gemacht ist. Man sieht Blutspuren und Fußspuren am Boden und dann kann man so langsam folgen. Und so ist man eigentlich auch über die ganze Map am Säckel, wenn man das Tier verfolgen muss. Finde ich ein witziges Feature. Oh, jetzt kommt er genau auf mich zu, scheiße. Was ist die Möglichkeit? Einfach warten, bis er kommt. Wo ist er? Der Busch ist 20 Yards. Wie schaut er an? Rechts unten beim dort wo das 12 ist, das sind die Anzahl Pile, die ich habe, ist noch die Windanzeige, die recht hilfreich ist, weil eben man soll ja aufpassen, dass man nicht in Gegenwind läuft, sozusagen. Und dass nicht das Tier eigentlich aufscheucht. Nicht Gegenwind. Gegenwind ist also super, aber Rückenwind sollte man nicht haben, damit der Geruch vom Tier eigentlich einem der Geruch von einem selber ist am Tier in die Nase gedrückt wird. Und das sollte man irgendwie vermeiden. Das 30 Yards.
So versuchen wir es jetzt wieder. Ah. Er sieht mich, aber... Versuchen wir es mal. Ja, es sieht nach Lungen aus. Bitte, bitte, bitte noch. Yes, Lungenschuss. Ah, sogar noch ein doppelter Lungenschuss. Nice. Das heisst, es wird nicht allzu lang gehen. Er haut ab. Ah, jetzt kann ich euch zeigen, wie es aussieht mit den Dings. Mit den Spuren. Hier sehen wir jetzt seine Right on Blutspuren. target. I can already smell the barbecue. Wow. Way to go! What are you Und weil waiting ich zwei for? Go beide claim Lungen your getroffen trophy. habe, kommt er nicht mehr allzu weit, weil, ja, kann man sich vorstellen, wenn man zwei Löcher in beiden Lungen hat, ja, ist der mal schnell fertig. Das wär's, und jetzt kann ich ihn aufnehmen und komme da entsprechend nach Punkten, ja, irgendwie sogar Credits über, und die Credits kann man auch wieder weiter brauchen, um neue Waffen zu posten. Also ich habe jetzt überhaupt nicht alles freigeschaltet. Also, ja, also am Anfang haben wir irgendwie eben eine Waffe, muss ich langsam den Bogen kaufen, bessere Waffen, bessere Scopes, zum Beispiel auch die Deer Calls, also so die Tröten, die man kann brauchen zum Dings finden, zum Hirsch anlocken und so. All die Sachen, die man sich auch muss zukaufen. Aber finde ich eigentlich grundsätzlich recht cool. Ja, das war's. Ich glaube, so kommen wir ein bisschen Eindruck über, worum es geht. Ich zocke noch ein bisschen weiter, weil mir gefällt es mega gut. Ein bisschen mich da durch den Wald schleichen und rumzufetzen und so. Und vor allem auch meine Präzision, meine Schusspräzision zu verbessern. Das ist nur recht übel. Aber so gesehen finde ich es ein recht cooles Hunter-Game. Und ja, wenn ihr das Dings der Hunter mal angespielt habt und ein bisschen verwirrt sind wegen dem ganzen Pay-to-Win-System. Cabela ist eine super Möglichkeit, weil man muss nichts dazu kaufen, es gibt auch kein DLC dazu, sondern es ist wirklich einfach das volle Game und man kommt eigentlich alles über, ohne irgendwas dazu kaufen. Ja, okay, also, das war es von mir. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!